Hallo zusammen, hier ist der Glitus von Crown Crew. Ihr seht hier gerade einen interessanten Gunfight. Ich glaube, da wartet noch einer draussen. Mal schauen, ob wir auch warten. Schnell reinkommen, güchsen das Bürstchen. Und da ist es, glaube ich, richtig Leitsaiming. Ja, das war das gewesen. Also, habt ihr gesehen, 21:2. Ich habe zu diesem Zeitpunkt erst realisiert, dass ich ziemlich ein gutes Game habe und habe den PVR relativ spät eingeschaltet. Darum sehen wir jetzt hier den letzten Teil oder die letzten 2/3 von diesem Game. Im Vorfeld habe ich schon 2-3 Predator-Raketen runtergelassen und jeweils das Glück gehabt, dass ich gerade einen Double Kill gemacht habe. Also, ja, die Kills sind recht schnell aufgezogen. Und jetzt habe ich noch ein paar Themen, die ich mit euch anschauen möchte. Und zwar passiert es mir relativ häufig, dass meine HGs und Blendis irgendwo hängen bleiben, dann wieder zurückfliegen zu mir. Ich weiss nicht, ob das mit meinen scheiß Skills zu tun hat oder ob es nicht irgendwie extrem viele Objekte hat, wo das Zeug einfach abbrauen kann. Naja, ich bin auf jeden Fall froh, wenn ich zwischendurch einen Haken wieder zum Gegner bereiche. Und zieht nach rein, hey, der Assault Juggernaut. Das erste Mal bisher in einem Care Package, das ist natürlich ein schöner. Und hier mit der dicken Knarre kann man natürlich anders reinlassen. Tun wir dem mal ein bisschen zuschauen, wenn er da langsam durch die Gegend pirscht. Und wie gesagt, zu den Themen, die ich hier kurz ansprechen wollte. Erstes Mal ist es mir vielleicht aufgefallen, dass man eigentlich fast nur mit Schweizer am Zocken ist, online. Nicht, dass das ein Problem ist, man kann sich tiptop unterhalten und alles, aber ich habe es gestern gerade diskutiert. Ich meine, es war ja früher auch schöner gewesen, wenn man da so ein paar bekloppte Amis hätte von annehmen, weil sie einfach noch keinen Plan haben. Und klar gibt es auch Schweizer, die nicht so gut sind. Ich habe meine schlechten Games, aber wirklich so einen Haufen Noobs im gegnerischen Team, wo man dann einfach überrennen kann. Das gibt es eigentlich irgendwie nicht so. Und ich muss sagen, das ist durchaus schade und ich kann mir das auch nicht wirklich erklären. Es ist natürlich so, dass man mit Leuten, die geografisch in der Nähe sind, spielt, dass dann die Antwortzeiten vom Game besser sind und dadurch das Game auch flüssiger laufen. Die Lags nicht vorhanden sollten sein. Aber ganz ehrlich, also, es ist ja auch gegangen, wenn man mit Amis gezockt hat. Und darum muss ich sagen, ich finde die Entscheidung sehr, sehr schade. Es ist auch häufig so, dass man irgendwie, ich wo viel Domination, also Herrschaft spielen, gehe in ein Game rein, sehe dort jetzt einen ganzen Clan drin oder so, habe eigentlich keinen Bock, gegen die zu zocken, gehe raus, suche wieder ein Game, Domination und komme wieder ins Gleiche rein. Ich mache das 4-5 Mal und es ist immer wieder das gleiche Game, wo ich drinnen lande. Und willst du mich verfickt nochmal verarschen? Gestern oben waren 1,3 Millionen Call of Zocker online gewesen und es gibt nur ein scheiß Domination Game, was es bei mir findet. Das ist doch schlicht und einfach nicht möglich. Jetzt habe ich überlegt, kann man vielleicht bei den Xbox-Einstellungen ändern, in welchem Land das man sich befindet und das auch mal auf Amerika stellen, oder ich weiss doch auch nicht, weil es muss irgendeine Möglichkeit geben, das zu ändern, oder ich hoffe, dass es geändert wird, weil, wie gesagt, es ist sicher nice, dass man gute Antwortzeiten hat, dass es wenig Lags hat, aber auf der anderen Seite wollte ich einfach in verschiedenen Games drinnen landen und nicht immer ins Gleiche reinkommen. Anyway, habt ihr das auch schon erlebt? Ist euch das auch schon aufgefallen? Wenn nicht, was macht ihr anders? Ja, das wäre noch geil, das mal zu hören von euch. Dann machen wir weiter, und zwar das nächste Thema ist das Spezialistenpaket. Ich habe ja ein Gameplay aufgeladen, wo ich ein bisschen mit dem zocke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mein absolut Liebling. Klar, es ist auch cool mit dem Sturm und Support, schön Killstreaks reinzulassen oder eben keine Ahnung, erweiterte Aufklärungsdrohnen aufzulassen, Stealth-Bomber, was auch immer das willst. Aber der Spezialist ist eben schon noch wicked, wenn du alle Perks hast, du bist ja fast unbesiegbar. Klar, die Kugeln können immer noch gleich schnell natten, aber nichtsdestotrotz, es ist eine sehr angenehme Spielweise, vor allem wenn man auch noch Hardline Pro drin hat und man für 2 Assists einen Kill bekommt.
das läuft dann richtig gut. Das läuft dann richtig gut. Und ihr könnt gleichzeitig eben alle Perks eigentlich aufleveln, wenn ihr auch genug Kills macht. Und das gibt auch richtig viele Erfahrungspunkte. Klar, Kill Confirmed gibt auch viel. Aber ja, gut, dort Kill Confirmed zusammen mit Specialist spielen, das wäre natürlich ganz schön. Ja. Dann ganz kurz noch der Theatermodus. Den gibt es ja zum Glück wieder. Aber den schnell angeschaut. Und sieht eigentlich ganz gut aus. Vor allem, weil man jetzt auch Killcams sieht. Also wenn ich während dem Spiel von einem Gegner gefickt werde, ich will schnell schauen, wo ist der Typ gewesen, wie hat er das gemacht, ich schaue Killcam an. Das bedeutet dann, dass wenn ich in Theatermodus gehe und das Spiel nochmal anschaue, dann sehe ich dort die Killcam auch. Man sieht Final Kill. Also das ist eine ganz tolle Verbesserung. Was sie leider nicht so gut gemacht haben, ist die Tatsache, dass man keine Dollycam setzen kann. Ich weiss nicht, ob noch das ein Begriff ist, aber die guten Montagen, wo man die Spieler von außen sieht, von Black Ops, Scheiße drüber gemessert, die sind eigentlich alle mit dieser Dollycam gemacht. Dann folgen sie im Charakter, zeigen aus verschiedenen Perspektiven. Und im Modern Warfare 3 muss man bisher eigentlich alles selber steuern, muss die Kamera selber steuern und kann nicht vordefinierte Punkte setzen. Es ist gesagt worden, dass das in Black Ops auch nicht von Anfang an ist gegangen, darum hoffe ich, dass das noch nachgerüstet wird. Was ich weitaus beschissener finde, ist die Tatsache, dass wenn ich jetzt das Gameplay von einem Kollegen anschaue, dass ich das nicht aus seiner Ego-Perspektive sehen kann. Weil man kann ja mit Y-Perspektiven wechseln, zwischen keine Ahnung, dritte Person, Freikamera und eben Ego-Perspektive bei seinem eigenen Charakter. Aber wenn jetzt ein Kollege von mir ein geiles Gameplay will, oder hat und ich will das aufnehmen, dann stehen wir plötzlich vor einem Problem, dass ich nicht aus seiner Ego-Perspektive schauen kann. Das mag vielleicht für gewisse Scheiße egal sein, aber gerade in Bezug auf Gameplays zeigen und aufnehmen ist das extrem schade, wirklich. Ich hoffe, auch das wird noch nachgepatcht. Sonst ist es wirklich eine gute Sache. Der Theatermodus, es ist cool, dass eben Killcams und Finalcams noch dabei sind. Und ja, hoffe, sie arbeiten noch ein bisschen dran. Hoffe auch, dass nach das Gameplay gefallen hat. 47 und 15. Ein bisschen mit dem ISO da oben unterwegs gewesen, der noch ein bisschen am Üben ist. Spass macht es auf jeden Fall, wenn die Jungs von Crown Crew dabei sind und ihr werdet dann gleich auch ein Gameplay sehen von Crown Crew. Merci vielmals und schönen zusammen.